Schwarz-blaue und rot-gelb-blaue Kartoffeln aus dem Frankenwald, perfekt für Klöße. Doch diese alten Sorten stehen auf der roten Liste der gefährdeten Nutzpflanzen Deutschlands. Auf dem Saatgutfestival gibt Rosa Störkle die seltenen Knollen gegen eine Spende ab. Ungefähr habe ich 300 Sorten. Aber es ist jetzt echt an der Grenze von der Arbeit her. Es ist jetzt bald kein Hobby mehr. Es artet schon ein wenig aus. Also, ja. Aber wisst ihr, jede Sorte ist anders. Jede Sorte hat ihr Bestimmtes. Und das fasziniert also. Rund 30 Stände bieten Raritäten. Mittendrin verteilt Barbara Keller ihre Bohnen. Die Hobbygärtnerin besitzt rund 100 Sorten. Vielfalt liegt ihr am Herzen. Deshalb hat sie mit ihrem Mann das Festival organisiert. Das ist eigentlich das Ziel der Veranstaltung, dass wir heute wieder Menschen inspirieren, das selber in die Hand zu nehmen, so wie unsere Vorfahren das auch getan haben, unsere Ernährungsgrundlage einfach wieder selber sichern und auch Spaß dabei dran haben. Ihr Garten liegt im unterfränkischen Main-Stockheim. Das Gemüse wandert nur zum Teil in die Küche. Barbara Keller erntet vorwiegend Samen. Sie will die genetische Vielfalt für die kommenden Generationen erhalten. Bohnen baue ich sehr gerne an. Sie sind mein Lieblingsgemüse. Hier zum Beispiel habe ich eine Wachtelbohne. Die habe ich von einer älteren Dame geschenkt bekommen. Alte Sorten tauschen, verschenken und im eigenen Garten anbauen ist erlaubt. Es darf allerdings damit kein Geld verdient werden. So will es das Saatgutverkehrsgesetz. Im Hinblick auf den Klimawandel schätzt Barbara Keller Sorten, die seit Jahrhunderten existieren. Deswegen findet man unter denen einfach auch welche, die mit Trockenheit gut zurechtkommen, die mit Hitze gut zurechtkommen, die mit den unterschiedlichsten Böden zurechtkommen. Also die mussten sich ja immer anpassen und die haben diese Fähigkeit, sich anzupassen, einfach behalten, was die modernen Sorten nicht mehr haben. Barbara Keller baut in ihrem Garten nur alte, samenfeste Sorten an. Im Gegensatz zu modernem Hybridsaatgut lassen die sich immer wieder vermehren. Doch diese alten, samenfesten Sorten sind in Gefahr. Laut Welternährungsorganisation gingen in den vergangenen 100 Jahren rund 3/4 der Kulturpflanzensorten verloren. Das Saatgutfestival in Volkach fördert den Austausch. Ich weiß, dass ich die St. Pierre habe. Rund 600 verschiedene Tomatensamen gibt es alleine an diesem Stand. Die Vielfalt fasziniert die Besucher. Viele bringen auch Saatgut zum Tausch mit. Ja, super. Also ich finde es klasse, dass so viele Gleichgesinnte da sind. Man denkt ja immer, man ist irgendwie so einsam auf einer Insel, aber stimmt eigentlich gar nicht. Und das finde ich eigentlich wirklich schön. Ich interessiere mich für alte Getreidesorten, Urgetreidesorten. So Emmer, Einkorn und sowas. Jetzt habe ich endlich die Kiste gefunden. Ist ja Wahnsinn, was da hier los ist. Ich bin vom Beruf auch in der Gartenbranche und ich finde es klasse, ich finde es toll. Kommt immer mehr. Auch Saatgutprofis wie Barbara Keller entdecken immer wieder Raritäten. Und mit dem Festival begeistert sie. Mehr als 2000 Besucher kommen. Immer wieder muss am Samstag die Volkacher Main-Schleifenhalle geschlossen werden, wegen Überfüllung.